Jetzt gibt es ein paar Updates zu Sachen, wo wir jetzt das Gefühl hatten, das ist Ihnen noch gut, wenn wir das mit den Kindern teilen. Es ist nicht so Sonntagmorgen-Business, aber doch cool an der Church Night, um einfach 2-3 Sachen mit euch zu teilen. Sachen, die laufen, Sachen, die uns beschäftigen, Sachen, die gut zum Wissen sind. Das Erste, und die einen fragen sich jetzt vielleicht, habe ich mich auch gefragt, Datenschutz. Datenschutz ist ein wichtiges Thema. Auch wenn sich niemand so richtig mal damit beschäftigt. Es gibt die kommen richtig gut raus. Ich gehöre nicht zu denen. Aber wir haben Leute, die uns beraten, die gut rauskommen. Und wir haben auch im Freikirchenverband haben wir ein ganzes Team, das sich darum gekümmert hat. Datenschutz. Datenschutz ist mal ganz grundsätzlich wichtig, aber vor allem ist am 1. September ein neues Gesetz herausgekommen. Das heisst, wir haben seit ein paar Jahren schon sind wir am Anpassungen machen, weil das neue Gesetz ist angekündigt war, das ist nicht überraschend gekommen. Und wir haben einige Anpassungen gemacht, schon in den letzten Jahren. Und wir sind heute up to date. Wir müssen noch ein paar Papiersachen ändern und unterschreiben und dann sind wir eigentlich up to date mit dem neuen Datenschutzgesetz. Das ist vielleicht eine Geschichte, ihr spart nicht Details. Ihr könnt das Buch darüber lesen, wenn ihr wollt, mit vielen Paragraphen drin. Auch bei den Ehrenamtlichen haben wir ein Scheitchen nachgelegt. Wir haben hier ein paar mehr Abmachungen, ein paar mehr Sachen zum Unterschreiben. Mir ist wichtig, dass ihr wisst, wir haben es auf dem Radar und wir haben uns am neuen Datenschutzgesetz angepasst. Knifflig beim Datenschutz sind vor allem auch, nebst den schützenswerten Daten sonst, Bilder und Videoaufnahmen. Zudem ganz kurz ein paar Ausführungen. Ich bitte euch, oder unsere Kirche, nicht zu filmen und nicht zu fotografieren, ungefragt, wenn Personen prominent auf dem Bild sind. Oder? Also wenn es so eine grosse Menschenmasse ist, dann ist das weniger problematisch. Oder Leute von hinten, das ist nicht so schlimm. Aber wenn man Personen gut erkennt und sie sogar im Fokus sind, dann unterlasst das bitte, respektive dann könnt ihr die Person vorher fragen. Aber dann geht ja auch nicht irgendwo, weiss doch auch nicht im Zug oder wo, zu jemandem her machen, das Foto, ohne vorher zu fragen. Das ist auch bei uns so. Natürlich, wir kennen uns, wir sind Family und trotzdem ist es ein öffentlicher Ort und die Leute wollen das vielleicht nicht. Darum nehmen bitte Rücksicht auf das. Oh, während dem Worship oder während dem Gottesdienst, klar, dass auf der Bühne läuft, das haben wir ja im Internet. Also das müssen wir nicht bei uns behalten, das ist okay. Aber auch, wenn ihr ein Foto macht oder so, dann schaut darauf, dass ihr nebst dem, dass ihr den Blitz abstellt, keine Gesichter drauf habt. Der Blitz bringt eh nichts auf die Distanz. Egal. Wenn jetzt du dein Gesicht auf einem Foto oder einem Video siehst und du findest es nicht so cool, dann sind wir zu wenig vorsichtig gewesen. Wir probieren wirklich die Gesichter, die wir auf der Website oder auf Flyer oder was auch immer haben, probieren wir wirklich vorher abzuchecken und kurz zu klären. Aber es kann auch mal Fehler passieren. Und dann komm bitte einfach auf uns zu. Da kann man darüber reden, das ist kein Problem. Melde bei uns und wir schauen, dass das wieder fortkommt dort. Unsere offiziellen Fotografinnen, heute sind es 2 und Fotografen sind normalerweise mit dem Plemp unterwegs. Also auf die müsst ihr nicht losgehen, wenn sie ein Foto machen. Die sind offiziell von uns für das eingesetzt. Bei Fragen am Sonntag am Extra-Desk. Oder einfach mal ein Mail machen oder so. Das zweite Thema ist auch wieder ein Thema, das so ein bisschen im Hintergrund läuft, ist Prävention. Prävention, ein mega wichtiges Thema. Gerade wer ein bisschen Zeitung liest, merkt, dass gerade in katholischen Kirchen im Moment extrem viel am Laufen ist. Sachen, die nicht schön sind, Sachen, die sie am Aufarbeiten sind. Aber nicht nur dort. Überall in Organisationen, wo Menschen nah beieinander sind, etwas Wichtiges miteinander teilen, ist Prävention ein wichtiges Thema. Und ja, eure Kirche. Und eure Kirche, vielleicht gerade ganz speziell, weil man sich da manchmal vielleicht noch ein bisschen verletzlicher macht, in diesem Rahmen vielleicht noch ein bisschen mehr Vertrauen hat, als irgendwo sonst in der Öffentlichkeit. Darum ist es uns wichtig, und man könnte wahrscheinlich sagen, das ist das Einzige, wo wir dagegen sind. Wir sind auch Kirche, die betont, dass wir für Sachen sind, aber bei Missbrauch, sexuellen Übergriff oder sonst seelischem Druck sind wir klar dagegen. Und wir haben so organisiert, dass das möglichst nicht passiert. Prävention fängt im Kleinen an. Nicht erst, wenn etwas passiert, sondern Prävention setzt vorher an. Darum bitten wir und instruieren unsere Leute. Schaut her, redet, klärt auf, macht transparent. Natürlich ist dort ein spezielles Augenmerk auch bei den Kids und bei der Jugend.
weil das nochmal speziell schützenswert ist. Und dort haben wir mit so Selbsterklärungen und einem ganzen Präventionskonzept auch nochmal einiges nachgeschoben. Das ist auch schon 2 Jahre her oder mehr, wo wir nochmal einfach ein paar Schritte gemacht haben, dass es nochmal klar ist und dass es nochmal mehr ein Thema ist. Jetzt, wenn du unsicher bist oder merkst, irgendetwas ist nicht gut, es gibt so Meldestellen. Ich fange an bei uns intern, da kannst du auf jeden vom Staff zukommen und eine Beobachtung melden. Du kannst direkt auf uns als GL zukommen. Du kannst aber auch auf einen Vorstand zu. Du findest die auf der Webseite, vielleicht kennst du jemanden. Wichtig ist, dass du auf jemanden zugehst. Und jetzt gibt es bei dem, aber ja manchmal schon, dass du merkst, ja, innerhalb der Organisation ist es ein bisschen schwierig. Dann bist du auch eingeladen, auf die VfG, auf die freikirche.ch Webseite zu gehen. Dort ist eine Clearingstelle, dort sind Profis, die diese Anliegen entgegennehmen und dann auch reagieren. Das ist das, was wir im Moment anbieten können, was wir auch machen. Und wir sind immer wieder uns überlegen, machen wir genug, gibt es noch etwas anderes, wo gibt es vielleicht noch Brennpunkte. Aber das auch mal gut zum Wissen. Jetzt wäre ich froh um ein Wässerli. Haben wir da etwas? Sonst steht mir wieder die Stimme ab. Der dritte und letzte Punkt, da geht es noch um Finanzen. Finanzen, da redet man nicht drüber, sondern man hat es. Wir reden jetzt drüber. Der Rest könnt ihr selber denken. Wir haben eine Vision. Unser Ziel ist, dass Menschen zum Blühen kommen können. Unser Ziel ist, dass wir als Kirche eine Stadt auf dem Berg sein können, die leuchtet. Unser Ziel, speziell dieses Jahr, ist, dass die Liebe Agape, die wir darüber geredet haben, immer wieder darf weitergegeben werden. Dass die Hoffnung, die wir haben, darf rausgehen. Speziell bei Menschen, die noch nicht da ein- und ausgehen. Speziell vielleicht bei unseren Kids und Jugendlichen, die den Gott auch noch kennenlernen sollen. Und uns ist das Anliegen, dass wir da Transparenz schaffen, wo dass wir dort finanziell stehen. Weil auch das braucht auch Geld. Und das versteht sich ja von selber. Also es ist nicht so, dass das eine Überraschung wäre, das weiss ich. Und gleich ist es mir wichtig zu sagen, hey, wir als Kirche, da setzen wir auch einiges um mit diesem Programm beim Erreichen oder beim Hergehen und Herziehen auf unsere Vision. Und momentan sind wir hinten drin. Das heisst, wenn das so weiterläuft, jetzt also wie im Anfang des Jahres, im ersten Teil des Jahres, dann sind wir Ende Jahr so plus minus 100'000 in Kreide. 100'000, je nachdem ist das für die eine grosse oder eine kleine Zahl, ich weiß es nicht. 100'000 ist mal so eine Zahl, das ist mal so ein bisschen greifbar, oder? Aber es ist sicher nicht gut, wenn man 100'000 hinten drin ist. Jetzt, mir ist auch noch wichtig, wir schmieren nicht gerade ab. Also wir müssen den Laden nicht dicht machen. Und trotzdem haben wir ja das Ziel, dass das, was wir machen, dass das Ende Jahr eigentlich auf ein Null kommt, oder? Was haben wir schon gemacht? Wir haben schon überall dort, wo man kann schreiben, haben wir geschrieben. Wir haben einiges gespart, ein paar 10'000 beim Personal, indem wir Posten nicht ersetzt haben. Und wir haben auch sonst einige Kosten eingespart. Und die nächsten Einsparungen, die wir machen müssten, wären sicher so Einsparungen, die auch für uns dann nicht mehr so angenehm wären und auch uns einschränken würden. Meine Bitte, ich sage es ganz direkt, wenn du dich hier daheim fühlst, wohlfühlst, du bist gern da und das, was wir dafür stehen, im Großen und Ganzen unsere Vision, das, was wir machen, die Menschen, die wir erreichen wollen, ist etwas, was du auch möchtest. Und du möchtest zusammen mit uns allen da diesem Auftrag teilhaben, dann lade ich dich ein, dass du finanziell mitträgst. Vielleicht auch wieder mitträgst. Vielleicht hast du auch ein Päuschen gemacht oder was auch immer. Wir nötigen die Leute nicht. Aber ich lade euch ein, dass wenn das euch etwas Wichtiges ist, was wir hier machen, dass ihr finanziell auch on board seid, nebst Gebet, nebst Mitarbeit, weil so ist der Weg, wie es funktioniert. Manchmal läuft man da rein und es täuscht ein bisschen. Es ist so gross, es ist alles da, für überall hat es einen Posten, das stimmt. Und trotzdem braucht es jedes einzelne von uns, dass wir da finanziell mittragen. Ich hoffe, das ist klar genug gewesen. Mir geht es nicht darum, dass jetzt du noch den letzten Rappen rausdrückst oder was auch immer. Aber wenn du vielleicht ein bisschen zurückgestanden bist innerlich, dann lade ich dich, das nochmal zu überlegen. Wenn du vielleicht noch nicht so lange da bist und noch gar nicht auf die Idee bist gekommen, dann hast du es jetzt gehört.
Und wenn du treuer Geber bist, Geberin bist, dann danke ich dir von Herzen. Danke allen Treuen und allen Neuen. Und das ist manchmal das Schöne und auch das Schwierige am Kirche bauen. Wir machen es gemeinsam, es funktioniert nur gemeinsam. Danke vielmals.